Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear auf Pelzig. Und wir wollen jetzt mal gucken, was der Spielstein jetzt angerichtet hat. Okay, jetzt sind wir mit schlagendem Herz. Wir gehen mal drauf zu. Und um uns explodiert die Welt anscheinend. Ach du liebe Zeit. Jetzt hat sich da im Kindergebiet wieder was verändert. Boah. Da war das Grammophon. Boah, ich hab Gänsehaut wieder. Gott, da hat sich was verändert. Und am Kinderbett ist noch was vielleicht, was wir untersuchen sollten. Gott, ich fange schon wieder mit dem Flüstern an, lauter. Ach ja, da ist wieder das Bild von einem Hund mit der Aare, was wir im Kinderzimmer gefunden haben. Und da die Rat oder Maus auf dem Teller mit Messer und Gabel. Und da ist noch eine Notiz. What do you stand to win? Was kannst du gewinnen? Ja, vielleicht eine Grieve Wurst und dazu gutes Stückel Brot. Gesalzener Butter. Das wäre jetzt schon nicht schlecht. Was haben wir da noch? Da ist noch eine Bärezeichnung. Ja, Zeichnung von einem Bär und mit einer Kronauge drüber. Okay. Und er hat einen Maulkorb. Hat er an einem Band in der Schnauze. Ja, krass, so mad, oder? Okay, hinter uns stirbt die Welt wieder. Ist da Loch oder was entstanden? Ich kann es gar nicht sagen, ob da irgendwas Neues entstanden ist. Kommen wir da nicht durch? Nee. Da ist nichts weiter. Da beim Grammophon ist nichts weiter. Bei dem Ding steht nichts. Aber irgendwo hier muss es ja sein. Die Katz fährt jetzt auch nämlich vor und zurück. Kann man da hochklettern oder so? Oder? Klettern geht wohl nicht. Nee. Ich kick hier die ganze Zeit nur die Teddybäre rum. Aber da finden wir auch nichts Besonderes. Im umgekippten Schrank ist nix. Aber es muss ja hier irgendwas in dem Gebiet sein, weil sich das wieder unterscheidet von vorhin. Im Vergleich zu vorhin. Irgendwas muss ja hier noch sein. Wenn ich nur wüsste, was. Also die Dotrat hier. Wow, jetzt dreht er sich gerade von selber, wie bekloppt. Wow. Das war jetzt gerade über hier gegangen und er dreht sich wieder und hat sich im Kreis gedreht wie ein Blöder. Wenn ich jetzt so an das Ding zugehe wieder. Auf das Ding zugehen? Nee. Da macht er wieder nichts. Okay, eben war die Steuerung etwas seltsam. Da ohne wabert ach was durch die Decke, aber ich kann es nicht sagen, was es ist. Das ist schon etwas skurril. Aber ich finde einfach nicht den neue Spielstell hier. Ich finde nicht. Ich kann mich anstrengen, so sehr ich will gerade. Ich finde es echt nicht. Bin gerade wohl wirklich zu blöd dafür. Wenn ich noch over guck. Nee. Ach, over ist nix. Blöd. Ah, okay. Na gut. Jetzt sind wir das Spielstell unterwegs. Vielleicht habe ich das auch machen müssen, um es freizusetzen. Vielleicht finde ich jetzt auch erst die... Ah, jetzt ist da wieder was. Okay, jetzt ist da wieder was aufgegangen. Da ist wieder so Kinderzeichnung. Wahrscheinlich die Tochter, die in einer Blume riecht, die sie in der rechten Hand hält. So sieht es zumindest für mich aus. Da hin komme ich da hier, ja. Da komme ich tatsächlich hier. Das sind Äpfel im Klo. Ja, das ist wie im richtigen Leber. Äpfel im Klo. Runterspüle kann ich sie nicht. Da ist ein Spielstell. Okay. Den habe ich schon mal gefunden. Sehr gut. Das Spiegelbild sieht ach höchst verstörend aus. Und da ist nichts drin. Okay, platzt der oder so? Ne, das ist ein Bild. Vielleicht von seiner Frau, was mit Striche überkrakelt worden ist. Okay. Und da in der Dusche kann ich da reingucken. Kuckuck. Oder ui, 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 ui. Und wir nehmen das Messer zur Hand. Ach du liebe Zeit.
Nee, da ist nichts passiert. Nicht da wieder Drake. Nee. Offenbar muss ich wohl noch einer finden. Dort drüben ist ja auch noch ein Eck frei. Also muss ich wahrscheinlich erst nochmal die Treppe hochhumpeln. Und bitte machen. Natürlich. Okay, der zerfault auf der Treppe. Das soll mal recht sein. Und da ist noch ein Stern. Okay. Wie war das mal bei den Simpsons? Bis auf die Einschienenbahn war das die einzige Dummheit, die die Bewohner von Springfield begangen haben. Außer dem Wackelturm und die Rolltreppe ins Nichts. Oh Mann. Ich will nicht zurück zu dem gruseligen Spiel. Okay, jetzt fahren da Kinderzüge noch durch. Okay. Was tut sich noch? Was macht Yoshi? Ich weiß es nicht. Hier ist wieder noch so Klebepampe-Masse. Da hängt aber kein Spielsteht dran. Und das Kinderlicht, das hängt hier auf dem Boden gerade. Aber das Gebiet hat sich, glaube ich, auch wieder verändert. Ja, da ist wieder der Schmelzhanderich. Da ist wieder ein Norricht. Who are you even playing with? Mit wem spielst du überhaupt? Reizend. Was finden wir dann hier noch? Also das ist die Grammophon-Gegend, die sich wieder verändert hat. Nö, nix. Da finde ich jetzt nix. Vielleicht muss ich mich dort durchquetschen. Da kann ich mich auch durchquetschen. Da könnte hier was liegen, oder? Oder? Ja. Ach. Hier war das 9. 792 war es, glaube ich, oder? 7. Moment. Ich glaube, das war gegen den Uhrzeigersinn. Moment nochmal. Quatsch, hab. 7. 7. Nee, 972, oder? 927 oder sowas in dem Dreh war es. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Müsste ich jetzt noch einmal. 7. 7. 2. 9. Ich glaube, das war's, die Kombi. Oder? Rechts rum. 7. 2. 9. Na, egal. Ich hasse dich, du blöder Safe. Ich kriege ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr auf. Das habe ich im 5. Teil schon nicht gebacken gekriegt. Wieso soll das jetzt hier kriegen? 729 war es. Oder 792 oder sowas und ein Dreh war es. Ach Mensch. Der Code haben wir hier aber auch nirgendwo drauf. Nee, das Kindergebiet ist jetzt auch völlig verbaut. Und diese Sauron-Stimme die ganze Zeit im Kopf, das klingt auch so ein bisschen wie Ajnas Gdorbatulak, Ajnas Gimbatur, Ajnas Gdrakatuluk Akbur Somishi Grimbatul. Jeder Herr der Ringe-Fan weiß, was ich doch gerade gesagt habe. So sprechen nämlich die Leute in Mordor. Das hat man das Sheldon so schön gesagt bei The Big Bang Theory. Nur die Schrift ist elbisch, so reden die Leute in Mordor. Geht. Na gut, na gut. Der hat nix für uns parat. Und den dappische Save kriege ich auch nicht auf. Okay, probieren wir es nochmal. 7, 2, 9. Ja, 7. Raste ein, du Mistding. 7. 2. Raste ein, du Mistding. Und 9. Raste ein. Verdammt nochmal. Ah, ich weiß es aber noch, dass es 729 war. Doch glaube ich mich ziemlich sicher dran zu erinnern. Aber ich krieg's wie immer nicht auf. Blöder Mistblöder. Nee, da geht auch nichts. Da sieht's auch eher schlecht aus.
Sieht aus wie beim Sperrmüll. Manometer. Da haben wir auch nix. Nee. Da geht's auch nicht groß weiter. Da auf der Treppe haben wir auch nichts mehr. Können wir da ins Bad reinlugen, ob da was ist? Ich sehe aber nicht, dass da die Frau da so drin hockt. Das wäre schon heftig, wenn jetzt die Frau einfach drin wäre. Nee, da ist nix. Mist. Machen wir den Deckel zu. So. Da ist auch nix. Ich glaube, ohne das Safe kommen wir hier nicht großartig weiter. Mann. Nee, es muss ja natürlich wieder in das Gebiet reingehen. Sonst hätte sich so nicht verändert. Over an der Decke oder so klebt jetzt aber auch nichts. Nee. Kann ich nur zum Safe gehen. Safe ist halt mal wieder die einzigste Option, aber wenn der uns jetzt dahin hat weiterzugehen, haben wir halt echte Probleme. Weil das Ding habe ich ja vorher schon nicht aufgekriegt. Da ist halt ein echten Bug dahinter. Wenn der Bug sich jetzt hier fortsetzt, haben wir echte Probleme. Sieben. 2. Ich hab nur bei das Silber so gehört. Hopp. Und 9. Ach, mach schon. Mensch, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Oder hat's hier einen neuen Code, den ich nicht mitgekriegt habe? Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Wenn ich vorher alles ganz gut hingekriegt habe und jetzt scheitert es an dem dappischen Safe mal wieder. Das ist bitter. Das ist jetzt richtig bitter. Ich hoffe, es liegt nicht dort dran. Ich hoffe, der ist optional mal wieder. Okay. Ja, er scheint optional zu sein. Wow. Glück gehabt. Okay, jetzt fliegen wieder Neue durch die Gegend. Jetzt müsste sich noch ein Gebiet öffnen, oder? Da war mal. Da war mal. Da drüber war man noch nicht. Das ist die Küche mal wieder. Der Rollstuhl. Rollstuhl, dann berühre ich irgendwie lieber nicht. Und Boppe, zusammen beim Gemüse und bei der Traube. Warum auch nicht? Das mache ich auch immer so. Da ist er. Ups, da ist er. Ding Aufganger. Da ist was extra Aufganger, aber ich habe den Spielstern nicht gekriegt. Nee, ich krieg das Ding auch nicht. Es sind Gemälde in der Töpf drin, überall. Bräuchte ich vielleicht irgendein Küchegewicht oder so, um das gegen den Spielstern auszutauschen. Das ist möglich. Ah, du siehst doch. Da liegt doch was. Jawohl. Yeah. Dann machen wir das doch. Tauschen den läppische Spielstern-Ei. Da muss ich wohl wieder näher dran. Und so. Na also. Geht doch. Was ist da wieder? Okay, irgend so normales Stillleben wieder abgebildet und ansonsten haben wir da glaube ich nichts mehr. Das dürfte jetzt hier in der Küche gewesen sein. Und tut sich wieder was. Okay. Wo geht's weiter? Beim Babyface wieder. Babyface und das Büro. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich kann es gar nicht erkennen, was das ist. Also ich kann mal keinen Reim drauf machen, was das soll, aber es sieht ziemlich verstörend aus, muss ich sagen. Okay. Also alles, was wir absolviert haben, endgültig absolviert haben, ist nur noch so schwarzer Schlons. Okay. Da müssen wir von woanders drei eventuell. Schön. Da können wir uns nicht durchquetschen.
Vielleicht müssen wir uns da drüber durchquetschen. Übers Bad oder so. Ja, da kommen wir erst gar nicht hier. Da ist der Rollstuhl wieder. Hat ein bisschen was von Honky Tonk. Und so Saloon-Musik. Aber wo ist der Spielstell hier? Da liegt er mal nicht. Und du drüber an der Schreibtisch komme ich gar nicht. Da kann er nicht drüber steigen, da ist er zu blöd dafür mit seinem Holzbär. Okay, ich habe einfach nur ins Gebiet gemusst. Nur noch weiß und schwarz übrig. Hat sich jetzt eventuell wieder was geändert? Ne, ich komme gar nicht in die Reihe. Ach du Scheiße. Wow. Was zur... Ach du Liebiza, es hat sich eben wieder alles verändert. Und da ist wieder dieses verstörende Bild. Ah, Herz ist das. Und jetzt? Aha, und jetzt sind wir im Atelier zurück. Okay, jetzt bin ich immer gespannt. Wenn ich jetzt endgültig dann die letzte Zutat dazu knall. Großartig, was gefunden haben wir jetzt nicht hier. Ja, wenn ich jetzt die letzte Zutat reinknall, wie das Spiel dann endet oder ob es dann endet. Ich bin immer sehr, sehr gespannt. Jetzt ist auch nichts mehr an Accessoires oder irgendwas, nur ein Spickel ohne Spiegelbild. Hier noch die Bilder. Und der Zettel unten. Jetzt ist sonst nichts mehr an wirklicher Deko, nur noch schwarzer Schlons. Ich habe dich gehasst, aber nicht mehr. Ich glaube jetzt sogar trotz all dem könnte ich dich noch lieben. Weißt du, ich begreife endlich. Ich weiß, wie du dich fühlen musst. Verloren. Alleine. Ich habe eine Weile gebraucht, aber ich habe schließlich begriffen, selbst mit uns bist du immer alleine gewesen. Ich erkenne es nun als quintessentiellen Teil deines Wesens. Doch selbst für dich, es gibt noch einen Ausweg. Einen Weg, um alles zurückzubringen. Das einzige Ding von Wert, das du jemals wirklich begehrt hast. Beende es. Auch wenn es nur um dich selbst geht. Das Bild. Darum geht's. Seine Frau hat ihm wohl doch noch verziehen zum Schluss. Boah, das hätte ich, glaube ich, nicht gekonnt bei so einem Egoist und widerwärtige Typ. Ich glaube, insgesamt fehlen uns nur 3 Zeichnungen. Ich seh zumindest mal hier die 3 Löcher noch in der Wand. Kann sein, dass ich nur 3 Zeichnungen übersehe habe. Aber jetzt beenden wir's. Ich bin gespannt, was rauskommt. Und es wird... Ach, ich habe anscheinend das gute, in Anführungszeichen, Ende gekriegt. Yes, that's it. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. And it was all worth it. Perfection. Immortality. Wow. Ja, ich hab anscheinend das gute Ende, dass er Selbstporträt arg fertigt hat und nicht das von seiner Frau. So, was bringt das? Sieht so sein Haus wirklich aus? Uiuiuiuiui. Scheint ja schon einige gemalt zu haben. Und jetzt hat das anscheinend. Wow.
Trophäe erhalten in Kupfer. Ich weiß, was ich will. Das war's. Wow. Wow, 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 wow. Es war anscheinend wirklich das gute Ende, was ich hier freigeschaltet habe. Also ich habe mich, bevor ich jetzt die Episode beendet habe, weil ich gewusst habe, okay, ich habe die 6. Zutat, es wird wohl wahrscheinlich jetzt vorbei sein, habe ich doch nochmal nachgeguckt, was es für mögliche Ende gibt. Das war jetzt das gute Ende in Anführungszeichen. Er hat tatsächlich ein Selbstporträt entwickelt und er ist damit unsterblich geworden und ist zusammen mit seinem hässlichen Babyface und so weiter noch ausgestellt worden. Also er hat tatsächlich eine Art Galerie gespendet gekriegt und ist dadurch unsterblich geworden. Es gibt noch ein neutrales Ende, was ich persönlich fürs bösartigste aller Ende halte. Und zwar wäre dabei ein Selbstporträt von seiner Frau rausgekommen und er hätte sie verbrannt und entstellt dank sie. Obwohl das Bild künstlerisch perfekt ist, hätte er sie verbrannt und entstellt gesehen und wäre dann in einer Dauerschleife gefangen gewesen und hätte es immer wieder von vorne gemacht und hätte dann sofort wieder mit dem Zeichner angefangen, mit dem Maler angefangen und es wäre wieder so wahr. Und das schlechte Ende wäre, dass man Frau mit Kind sieht, dass das Gemälde Frau und Kind zeigt und dann hätte er es auch in den Raum gebracht und hätte es verbrannt zusammen mit sich selber. Dann wäre er gestorben. Ich muss sagen, es war zwar ein Indie-Projekt, also was heißt du zwar, also dementsprechend auch kein allzu großes Budget. Trotz allem, das Spiel war absolut große Klasse meiner Meinung nach. Es war pure Genialität. Also wirklich riese Respekt an die Leute, die das gemacht haben. An die Leute, die die künstlerische die künstlerische Umsetzung gemacht haben von dem Ganzen. Absolut große Klasse, wirklich spitzenmäßig. Die Bilder waren genial. Wie viel man mit, wenn ich Effekte hinkriegen kann, wie zum Beispiel mit dem Bild, was schmilzt und die sehen dann aus wie Kängte. Oder mit dem Ende, der sich so über der Rand lehnt. Und dann verschwindet die Person und sieht auf einmal aus der Perspektive aus, als würde das so wieder hochkriechen wolle. Obwohl man einfach nur den Körper entfernt. Dann natürlich noch die Echos von früheren Künstlern wie Jan van Eyck und so weiter und so fort. Dann die Hinweise auf Dorian Gray durch Oscar Wildes Roman. Und lauter so tolle Anspielungen. Es war wirklich ein Kunstspiel, würde ich sagen. Nicht nur von der Thematisierung, dass man halt einen Künstler spielt, sondern das ganze Spiel war große Kunst, meiner Meinung nach. Es hat für mich auch sehr gut einen Einblick gegeben, wie es bei jemand sein könnte, der paranoide Schizophrenie hat. Man kann das natürlich nie wirklich selber beurteilen, wie sowas sein könnte. Aber das Spiel hat meiner Meinung nach einen Eindruck gegeben, wie sowas sein könnte. Don't look back. Oh ja. Ich muss sagen, ich bin auch froh, dass ich nicht zurückgeguckt habe, dass ich die ganze Jumpscares mit der Frau vermieden habe, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube, dann wäre ich teilweise so richtig an die Decke gegangen, dann hätten wir was erlebt. Und ich würde wirklich nur noch sagen zum Schluss, es war mir Ehre, das zu spielen, das Spiel. Es war Creme de la Creme. Ich werde es persönlich und privat noch weiter spielen, um alle Trophäen zu kriegen. Und ich kann euch auch nur rote, wenn es euch gefallen hat, kaufen's. Kaufen's euch wirklich, ihr liebe Leute. Es ist das Spiel absolut wert. Das Spiel ist das Geld, was es kostet, 100%ig wert. Wenn ihr PlayStation 4 habt wie ich, kauft's euch im Store für 20 Euro, kostet's, glaube ich. Es ist es absolut wert. Unterstützt die Leute. Das war ein so geniales Spiel und es hat mich so gefangen. Und ich werde es jederzeit wieder spielen. Es hat mich absolut ergriffen. Es hatte verdrehte Story gehabt, ja. Alles, was ich anfänglich gesagt habe, ist drin vorkommen. Vernachlässigung, Alkoholismus, Schizophrenie, Paranoia und so weiter und so fort. Alles drin vorkommen. Und es war ein Genuss und eine Achterbahn von Horrorspielen zugleich. Ich kann es wirklich nur empfehlen, jeden von euch, dem das gefallen hat. Spielen selber. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Und das wird dann ausnahmsweise mal kein Horror-Let's Play sein. Sondern ich fange an mit der Uncharted-Reihe. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und vielen Dank, dass ihr auch den Weg mit mir gegangen seid. Das hat mir sehr viel bedeutet, wenn ihr mir Feedback gegeben habt und wenn es euch Spaß gemacht hat. Wirklich, ihr seid echt die Beste. Dankeschön nochmal, dass ihr mich bei dem Spiel geguckt habt. Ja, ansonsten die Sache. Wir sehen uns dann zu Uncharted 1.
Und dann gehen wir auch zusammen die Uncharted-Reihe durch bis zu 4. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Und bis morgen dann zu Uncharted. Eiern. Yankee.